Heute Morgen wirst du Ralf das letzte Mal predigen hören. Hier, ausser am Jubiläum, sagt er vielleicht auch noch ein bisschen etwas. Aber so eine offizielle Predigt wird das letzte Mal sein. Und ich habe gesagt, komm, darum müssen wir ihn ein bisschen anders auf die Bühne holen als sonst. Sind ihr bereit? Also, Ralf, du darfst mal raufkommen und geben ihm einen donnernden Applaus. Ralf dürfen. Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an den Buntstift, Mama sagt das, doch es entspannt mich. Leider geil. Diagnose Psychose, mir doch egal, denn ein Dippet vor dem Aufstehen. Leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone. Leider geil. Hab endlich an den Job, muss morgen früh raus, versack in der Kneipe. Leider geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh, ich geh nicht zum Zahnarzt. Leider geil. Ich dekoriere besoffene Freunde, ist zwar gemein, aber leider geil. Schlecht für den Nachwuchs, schlecht für die Nordsee, schlecht. Willst du mitsingen? Nein, ich sing nicht mit. Also ein geiler Song. Ralf, wir haben noch 2, 3 Sachen, die wir dir noch schnell mitgeben wollen. Okay, bist du bereit? Wir verabschieden dich dann noch richtig am Pfingsten, aber du kannst nicht das Gefühl haben, du kommst das letzte Mal predigen und kommst so davon. Nein, das läuft nicht. Schaut, ihr müsst etwas wissen. Der Ralf hat vorher im Visionstreffen, und das beschreibt ihn so gut. Wenn du das letzte Mal das Visionstreffen leitest, könnte man ja alles machen. Aber du stehst an und sagst einfach mal 10 Minuten Danke für all die Leute, die da sind und die mitmachen und die mitschaffen. Und das zeigt so viel von deinem Charakter, dass du nicht noch so deine letzten Worte willst mitgeben und so und mach es doch in Zukunft so oder so, sondern das Herz von dir kommt so raus, dass du sagst, hey, wir sind eine Kirche, die das zusammen machen und wir zusammen weitergehen und zusammen auch in ein neues Kapitel gehen. Und wir danken dir so fest für all die Mal, wo du genau dein Herz so fest mit uns teilt hast. Und wir sind so inspiriert von all dem, was wir haben dürfen hören. Und es ist immer ein lachendes und ein brillendes Auge, wenn ich hier noch jemanden zum letzten Mal habe. Wow. Oder ein Lutz. Und schau, wir haben uns etwas Kleines überlegt. Etwas ganz Kleines. Wenn du ja dann in deiner Pension bist, wenn du uns ja nicht mehr hast, dann brauchst du noch ein paar andere Sachen zum tun, oder? Und darum haben wir überlegt, wir tun mal deine Gartenkarriere ein bisschen ankurbeln. Gartenkarriere? Ja. Okay. Wo du jetzt, weißt, über Jahre hinweg so Menschen hast gesehen aufwachsen und so Menschen gepflegt hast und so, dass du so ein bisschen gut geschaut hast, mal Wasser gegeben hast, mal ein Blättchen abgeschnitten hast oder so, haben wir gedacht, schau, das ist das perfekte Fortsetzungsprojekt für dich. Ja, danke. Das ist ein perfektes Fortsetzungsprojekt. Ja, okay, I got it. You got it. Du darfst das mega gern zu dir nehmen. Wir lassen es mal auf der Bühne stehen, jetzt als Bühnendeko, oder? Ja, das steht. Ist das gut? Super. Wir haben noch eine kleine andere Überraschung für dich. Großartig. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Noch eine kleine andere Überraschung ist, mir hat heute so ein Vogel geflüstert, dass du es mega schätzt, wenn du predigst und du dort so Hintergrundsound hast während deiner Predigt. Ja, weiter. Darum haben wir einen Hintergrundsound bestellt für deine Predigt. Hannes! Sehr gut. Dankeschön. Das ist mega lieb. Ich habe das wirklich gern. Ich liebe das. Und der Hannes macht es auf so eine saugute, übernatürliche Art und Weise, kann der sich irgendwie damit hineindenken und fühlen. Ich finde es großartig. Genießt es. Also ihn. Ja, ist wirklich wahr. Ich hätte das in der Predigt gesagt. Janik, danke, hast mich überrascht damit jetzt. Ist meine letzte Predigt hier, offiziell am Pfingsten. Darf ich noch was Kurzes weitergeben oder werde ich auch machen. Und das wird heute meine letzte Predigt sein. Ich habe Matthias im Vorfeld schon mal gesagt, ja, hey, look, muss ich unbedingt den Runde noch mitmachen dann? Und er sagt, ja, das ist wichtig. Und er sagt, okay, I do my best. Und ich komme wirklich noch auf Ruth. Aber es hätte dann wirklich tatsächlich einen Zusammenhang gegeben. Ich habe mich vorbereitet auf den Tag und gesagt, ja, das hätte wirklich einen Zusammenhang noch mit Ruth. Ich hatte vor 2 Wochen das letzte Treffen, nicht das letzte, sondern so ein Meeting mit dem ICF Movement. Und da bin ich eingeladen mit ein paar anderen Pastoren, Karlsruhe, von München, Zürich und so weiter. Und das Thema von dem Meeting war und ist Leadership Transition. Und im ICF Movement
bin ich jetzt tatsächlich der allererste Pastor, der in Pension geht. Das ist was ganz Neues. Sie gucken mich an wie ein Alien und sagen, was ist das? Die meisten wollen bis 100 Jahre weitermachen, auf keinen Fall aufhören oder so. Und deswegen gibt es so eine Gruppe, die sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzt, Leadership Transition. Ja, wie geht das denn? Wie geht das denn hoffentlich im Guten? Wie könnte das funktionieren und so weiter? Und unter anderem haben wir einen Punkt in dem Meeting so angeschaut. Und der ist vom ICF Zürich gekommen und die haben gesagt, das ist ein wichtiger Punkt. Auf das möchte man immer wieder darauf hinweisen. Der Punkt heißt Finishing Well. Gut enden. Wie endet man gut als Pastor? Das ist die Thematik gewesen davon. Und das ist tatsächlich etwas, wo mich und meine Frau immer wieder beschäftigt haben, durch das ganze über 40 Jahre jetzt. Wie kommt man zum guten Ende? Wie schafft man das? Nicht nur als Pastor, auch wie du. Wie endet man wirklich in seinem Leben gut? Weil wir werden älter, aber das bedeutet ja auch nicht unbedingt, dass wir gut enden und dass es einfach besser wird und so weiter. Wir werden hauptsächlich an sich nur älter, zuerst mal. Gut enden im Sinn so von, versöhnt, auch irgendwo lebenssatt zu werden. Wirklich sagen können, ja doch, ich bin versöhnt, froh, lebenssatt. Von ein paar Leuten in der Bibel heißt es so, in 1. Chronik, ich habe nochmal nachgeschaut, von David, da hieß es so, als David alt war und lebenssatt. Er war nicht übersättigt vom Leben, ich habe satt vom Leben, sondern er war froh, er wäre gut, ist gut alt geworden. Nicht überdrüssig vom Leben, sondern wirklich, das ist gut. Wir haben letzte Woche, hatte Matthias hier darüber gepredigt, über die Frau Naomi, die im Alter eben nicht lebenssatt war, sondern bitter geworden ist. Bitter durch falsche Entscheide von anderen und so weiter. Und es ist nicht automatisch, dass wir lebenssatt und froh, versöhnt, vielleicht irgendwann zurückschauen und sagen, doch, das ist gut, dass wir diesen Weg so gemacht haben. Ich bin in der Zeit ins ICF gekommen, in der der ICF-Pastoren an sich so drei wesentliche Kennzeichen brauchten. Das erste Kennzeichen war, du musstest wirklich ambitioniert sein. Du musst was wollen, also so eher so ein Alpha-Tierchen. Meine erste Pastoren-Retreat, wo wir hatten, da dachte ich, hey, was ist hier los? Ich bin stärker, ich bin größer, wie viel Leute habt ihr? Weißt du, nur so in dem Modus und denke, ey, meine Fresse. Ja, aber ambitioniert, du musst was wollen. Das zweite ist, du solltest auf keinen Fall Theologie studiert haben. Der Manuel Schmid war damals, der war wie ein Exot. Der denkt und ist auch praktisch. So, das geht ja gar nicht. Die meisten Theologie, nein, nicht so viel denken und reden und machen und so. Machen, wir sind Macher und so weiter. Das dritte Kennzeichen vom ICF-Pastor war, du musstest an sich gut aussehen. Oder wenigstens sehr modern dich gekleidet haben oder die Haare blond gemacht haben, irgendwas. Das war einfach das ist eine Kernqualifikation. Ein viertes ist so ein bisschen Supplement gewesen, das war nicht wirklich Kernqualifikation, das war gut, das hilft für einen ICF-Pastor, wenn du ADHS hast. Immer irgendwas machen, das ist irgendwie hilfreich. Wirklich, ich habe viele Pastoren in der Zwischenzeit kommen sehen und auch gehen sehen in den 13, 14 Jahren jetzt dann. Und manche sind gegangen, das ist gut, weil sie die nächste Station machen, was Neues anfangen, Leben sich verändert hat und die und dort gehen, zu einer nächsten Kirche gehen. Andere sind gegangen, wo du gedacht hast, ja, warum? Warum ist das so schwierig geworden im Leben? Etliche, die mit mir studiert haben, sind heute auch keine Pastoren mehr. Und irgendwo mal wie die Naomi sind bitter geworden über die ganze Geschichte. Und gesagt, hey, das ist mir zu anstrengend. Und je älter man wird, man denkt ja mit zurück und schaut manchmal auch nachdenklich zurück. Was sind Zutaten, wie wir wirklich finishing well machen, gut enden in unserem Leben? In der Gruppe haben wir auch darüber geredet, da im ICF Movement. Und ein Punkt, ich habe so 3 Punkte für mich so mal benannt, gesagt, die sind mir wichtig, sie sind auf Englisch, aber weil es so ein englisches Meeting war. Der erste Punkt ist find yourself. Find dich selbst. Findest zu dir selbst. Ich habe vor kurzem ein paar Briefe gefunden, beim Aufräumen daheim, die habe ich meinen Eltern geschrieben. Das war in der Zeit, wie ich nach Basel kam, 1983.
Und ich habe die Briefe gelesen, die habe ich irgendwie von, was weiß ich, warum ich die mitgenommen habe, keine Ahnung, von meinen Eltern, von dem Elternhaus und habe die aufgemacht und habe die gelesen und ich war geschockt. Das hat nur so getrieft vor Moralin, vor so Religiosität und irgendwie, wenn du den Brief schräg gehalten hast, dann das lief wie raus. So. Da habe ich gesagt, wer um alles in der Welt hat das geschrieben? Da steht dein Name drunter. Das ist dein drittes Ich oder sonst was. Aber das ist doch nicht der Ralf. Und doch, das war ich. Doch, das war ich. Weil, wenn ich zurückschaue, dann gab es Glaubens- und Lebensphasen, in denen ich selbst so eine Suchbewegung gemacht habe. Vielleicht auch heute noch ab und zu mache ich so eine Suchbewegung, um irgendwo zu finden, ja, wie glaube ich denn wirklich? Was bedeutet dieser Jesus denn heute, wenn man so älter wird? Oder was bedeutet das heute für mich? Und die Suchbewegungen sind richtig und gut. Wir müssen zu uns selbst finden. Ich habe etliche Jahre als Pastor immer zu größeren Pastoren so aufgeschaut und habe gedacht, das möchte ich mal kopieren, wie die es machen. 5 Punkte, 3 Schritte und weiß der Geier was. Das funktioniert dann irgendwie. Und irgendwann habe ich lernen müssen, look Ralf, ja, du kannst was davon lernen, aber du musst aufhören zu kopieren. Du musst wirklich zu dir stehen, wie du bist und so weiter. Du musst nicht Idealen nachlaufen. Mich hat fasziniert die Stelle im Neuen Testament, wo Jesus mit dem Petrus im Gespräch war und 3-mal gefragt hat, hey, liebst du mich, dann weide meine Schafe. Und Petrus ein bisschen traurig darüber wird. Und dann kommt die nächste Szene und Jesus ist mit dem Johannes zusammen und der Petrus sieht das. Und der Petrus, seine erste Frage nach der ganzen intensiven Situation ist, ja Jesus, und was ist denn jetzt mit dem da? Und Jesus dreht sich herum und sagt, ja, und jetzt, was soll das? Und wenn ich will, der bei mir bleibt und nie stirbt, was soll das? Geh du deinen Weg. Ich finde, das ist eine faszinierende Stelle, wo Jesus sagt, hey, find yourself, bleib bei dir. Du musst dir nicht so viel Gedanken machen, was der Nächste alles macht. Du musst nicht alles kopieren. Bleib bei dir, bleib bei deiner Berufung. Now find yourself, know yourself. Wir haben miteinander im ICF Movement als Pastoren vor einiger Zeit mal so einen Fragebogen ausgefüllt, so einen Selbstreflexionsbogen, was weiß ich, 500.000 Fragen gefühlt, zu allen möglichen Themen. Aber es ist gut, sowas mal auszufüllen, so ein bisschen zu reflektieren, sagen wir, wo steht man denn im Leben? Wer ist man, wenn kein Mensch zuschaut? Wer ist man, wenn man von der Bühne runtergeht? Das hilft zu reflektieren, sich selbst mehr und mehr kennenzulernen. Motivationen, Fragen oder sich selbst. Ich denke, einer der wichtigsten Punkte für mich ist sicherlich in meinem Leben gewesen bis jetzt, dass Menschen, die in meinem Umfeld sind, teilweise enge Freunde, wo ich länger kenne als meine Frau. Und wir miteinander unterwegs sind und sagen, ja, man hat das Recht, in das Leben vom anderen mal nachzufragen, was reinzuschauen und wirklich hinzuhören. Sich selbst kennenzulernen aus seiner eigenen Lebensgeschichte. Für mich ist das sehr heilsam, auf meine eigene Familiengeschichte zurückzuschauen. Ich bin eine Deutsche. Falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, dass ich jetzt, ich bin eine Deutsche, das merke ich. Ich komme aus einer gewissen Familie heraus, aus einer gewissen bürgerlich-bünzligen Familie heraus und die auch so Moralinbriefe geschrieben hat ihr Leben lang. Und der letzte, be yourself. Irgendwann dahin zu kommen. Alles 3 hängt zusammen. Aber sich selbst sein zu dürfen. Und dazu zu stehen. Dass man Stärken hat, wo man sagt, hey, dazu stehe ich, das bin ich. Aber ich habe auch Begrenzungen in meinem Leben. Dazu muss ich auch stehen, das kann ich nicht so gut. Ich bin nicht der Starprediger, ich bin nicht der Typ. Das kann ich nicht. Ich fand immer fantastisch, wenn mit Manuel Schmidt wir zusammen irgendwo was gemacht haben und man einfach neidlos sagen kann, Mensch Manuel, so geil predigen möchte ich auch mal können. So rhetorisch bewandt. Ja, das ist ein Mensch mehr begabt. Man muss sich darüber freuen können und sagen, hey, Halleluja, Halleluja. Es gibt auf manchen Grabsteinen im Friedhof Hörnli, da steht immer RIP drauf. Schon mal gesehen? Ja. Ihr wisst, was das heißt? Rest in Peace. Das wäre die englische Übersetzung, ja. Aber warum alles in der Welt macht einen Basler Rest in Peace drauf? Also ich komme ursprünglich vom Lateinischen her. Das heißt Requiescat in pace. Und das ist angelehnt an den Psalm 4, Vers 9, wo drin steht, Ruhe, ich lege mich nieder und schlafe in Frieden. Man legt sich nieder in ein Grab und schläft in Frieden. Das ist so die Idee dahinter.
ich glaube, eine wichtige Sache ist, wenn wir wirklich Menschen sein wollen, die zu sich selbst stehen, ja, dann ist wichtig, dass du in Frieden ruhst. Aber denk dran, bevor du stirbst. Weil danach wirst du so ruhig. Aber vorher, bevor du stirbst, rest in peace. Und umarm die dunklen Seiten in dem Leben, umarm die Grenzen und Stärken und so weiter. Ich denke, das ist sehr entscheidend. Für mich sind da 3 Fragen, wo ich mir immer wieder mal stelle und sage, wo stehe ich denn in dem Ganzen? Wo mache ich wieder Suchbewegungen? Und Finishing Well hat auch was mit uns als Kirche zu tun. Gott hat uns als Kirche Dinge gegeben, die finde ich einzigartig. Und es ist auch kein Selbstläufer, dass wir als Kirche Finishing Well machen. Das 50-Jährige dann mal feiern, 100 Jahre, und wer weiß, wenn Jesus wiederkommt. Das ist kein Selbstläufer. Ich bin in das ICF gekommen, hauptsächlich wegen der ICF DNA und wegen dem Manuel Schmid. Und die ICF DNA, wo ich da 1998 damals in der alten Börse in Zürich, ungefähr, das 98 muss das gewesen sein, 99? Ja, da waren wir mit der Familie, wir sind mal nach Zürich gefahren, haben mal kennengelernt, dann 99 hier in Basel, im Gundeli. Was mich am meisten am ICF immer fasziniert hat, ist die DNA. Wir sind eine Kirche, wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen Menschen erreichen, die noch nicht im Reich Gottes sind. Wenn der Janik Schmid jetzt eben hier vorne uns herausfordert und sagt, hey, hebt die Hand, bet mal für irgendeinen Menschen, der Jesus noch nicht kennengelernt kann, der so einen Encounter braucht mit Gott, dann ist das unsere geistliche DNA, Leute. Menschen zu erreichen, die noch nicht im Reich Gottes sind. Es geht nicht darum, dass wir eine konservativ-christliche Bubble irgendwie bespaßen und sie noch konservativer und christlicher irgendwie machen. Nee, es geht um Menschen, die noch gar nicht im Reich Gottes sind, irgendwo da bekannt zu machen. Und das hat mich fasziniert, dass das ICF, ganzes Movement, immer gesagt hat, hey, wir wollen Kirchen gründen. Wir glauben, dass Kirche Hoffnung der Welt ist. Auch wenn sie imperfekt ist, nicht funktioniert und schief geht und so weiter. Wir glauben, das ist ein Leuchtturm in der Welt. Das sollten wir machen. Das hat mich fasziniert. Und das Zweite, was mich fasziniert, neben der Mission, ist, dass ICF immer ein Ort war, in dem jeder willkommen ist. Du musst nicht erst richtig glauben, dich richtig benehmen, bevor du dazugehören darfst. Dass Leute integriert werden, die ganz anders sind. Und schaut euch um. Ja? Schaut euch um. Links und rechts sitzen ganz unterschiedlichste Menschen hier. Und wir versuchen, diese Unterschiedlichkeit zusammenzukriegen. Wir machen Platz für Sünder unter Sündern. Das ist unsere Mission. Und das müssen wir finishen, weil bis zum Schluss halten, Leute. Und interessanterweise, Leute, und das ist der Link wirklich zum Buch Ruth, wo mir erst später dann aufgefallen ist, die größte Message in dem ganzen Buch Ruth ist letztlich ein Integrationsbericht von Heiden in das Volk Gottes. Das ist verrückt, im ganzen 2. Kapitel. Ruth und Noemi kommen zurück und eben, Matthias hat schon erzählt, die Noemi ist bitter geworden und sie sind mittellos sind sie da und kommen nicht weiter und wie geht es weiter und dann kommt diese Geschichte, so eine beispiellose Geschichte, wie so eine Fremde, eine Ausländerin, ein nichtgläubiger Mensch in das Volk Gottes integriert wird. Die Ruth im 2. Kapitel geht aufs Feld zur Erntezeit und sammelt Körner auf, die Schnitte haben liegen lassen. Und das angelehnt an ein altes Gebot aus dem 3. Buch Mose. Dass man die Ehren stehen lassen soll für Arme. 3. Buch Mose. Und wenn ihr die Ernte des Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten. Und du darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Armen und für den Fremden sollst du sie zurücklassen. Ich bin Jahwe, euer Gott. Und das ist diese Szene auf dem Feld, wo der Ruth geht und sagt, und dann die sammeln das Zeugs da. Und sie ist mit vielen jungen anderen Männern und Frauen unterwegs und sie sammelt das ein, was die anderen stehen lassen. Und von morgens bis abends ist sie unterwegs und sammelt das ein. Und dann heißt es in dem Text was ganz Fantastisches. Ruth ging ganz zufällig auf das Feld von Boas. Und dann heißt es, ihr Zufall fiel auf das Ackerstück. Ihr Zufall fiel auf das Ackerstück. Und das wird extra in dem Text betont, Leute. So ein Zufall gehst du ausgerechnet hierhin. So ein Zufall gehst du auf dieses Ackerstück. Und interessanterweise, in dem ganzen Buch Ruth wird nirgendwo Gottes direkte Eingreifen erwähnt.
Und doch durch die ganze Story merkst du, irgendwie ist Gott am Werk. Irgendwie ist Gott am Werk. Und er führt die Dinge irgendwie zusammen. Zufällig. Wenn ich dir eins mitgeben möchte, achte auf die Zufälle im Leben. Ich bin zufällig nach Basel gekommen. Das ist 1983. Ich habe mir Basel nicht ausgesucht. Andere sagten, da sollst du weiter studieren mit meinem Kollegen. Zufällig bin ich damals in die Wege gekommen, wo zufällig gerade ein Zimmer frei wurde. Und so habe ich den Christian Schneider damals kennengelernt, den Gründer und Leiter von Onessimo. Zufällig sind wir zusammen gewesen. Und zufällig, bei einem unserer vielen Einsätze, wo wir eine Stadt gemacht haben als Studenten, wo wir Leute eingeladen haben für offene Abende. Wenn ich heute darüber nachdenke, für offene Abende gibt es auch Zuabende. Was soll der Scheiß? Wir sind ganz mutig auf der Straße, wir laden dich ein zum offenen Abend. Dann gab es irgendein Thema, was weiß ich, über Gott und die Welt und Waldsterben und so. Auf so einem Einsatz in der Freien Straße habe ich ganz zufällig eine Person gesehen, wo mich sehr fasziniert hat. Ich dachte, den muss ich unbedingt kennenlernen, ohne Internet, ohne Handy, alles so händisch, irgendwie Telefonbuch und per Buschtelefon. Und jetzt sind wir 37 Jahre verheiratet. Zufällig. Ich sage nicht, dass jeder Zufall so enden muss. Also all diejenigen, die auf der Suche sind, also bitte. Ja? Also ich meine, das ist nicht zufällig. Vor 20 Jahren, knapp 20 Jahren, glaube ich, habe ich mit dem Mann, Oliver Blauenstein, damals im Auto gesessen und bin in eine Seelsorgewoche für Männer gefahren, wo ich den Manuel Schmidt erstmal richtig kennengelernt habe. Den Oliver Blauenstein kannte ich schon ein bisschen. Wir haben eine Woche miteinander verbracht in Ilanz, in Graubünden. Zufällig ist dann eine Freundschaft entstanden, viel mehr daraus entstanden, wo letztlich mich hier in ICF geführt hat. Hey, zufällig hocken wir hier in der Lehmatt-Halle. Für all die Story, die nicht kennen. The Next Gen hat ganz am Anfang vorne der Lounge irgendwas da durch Kontakte irgendwie mitbekommen, dass da eine Event-Location eventuell wäre. Es war vollgestellt mit Kisten und allem möglichen Scheiß. Und sie haben uns erzählt, und damals der David Zbinden, ist der hier vielleicht heute? Herr Zbinden, da, der Mann, der war ICF angestellt. Und wir suchten neue Location. Wir sind hier runtergegangen und hier war alles voll. Hier, wo die Bühne ist, war ein Haus. Das ist das Dach von dem Haus, wo früher hier stand. Und so weiter. Zufällig sind wir hier gelandet. Leute, achtet auf die Zufälle. In manchen ist Gott mit drin. Und dann gilt innezuhalten, zu sagen, hey, was macht das mit dir? Was bedeutet das? Und manches wirst du vielleicht erst viel später sehen. Ruth ist auf dem Landstück von diesem Boas, das hörte dem, das ist der Landeigentümer. Und er sieht die Ruth und die ist fasziniert von ihrer Intensität, wie sie Sachen sammelt und so weiter. Erkundigt sich dafür, sie sagt, sie soll weiter sammeln dort. Und tut seinen Leuten sogar sagen, hey, macht Platz, lasst noch mehr liegen für die, damit es einfach wird zum Sammeln. Macht das. Und dann sagt er folgenden Satz. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er alle deine Taten reich belohnen. Ey, was für ein wunderschönes Bild in dem Buch. Die Moabiterin Ruth hat Schutz gesucht bei Gott. Barmherzigkeit und Geborgenheit. Und sie kriecht drunter unter den Gott, der ein Gott der Schwachen ist, der sich immer so offenbart hat. Und Boas, dieser Mann, lädt sie ein an seinen Tisch. Und der Boas wird wie so ein alttestamentlicher Vorläufer von Jesus. Wo er sagt, Leute, ich gehe an die Hecken und Zäune, gehe überall hin, lad Leute dazu ein. Jeder ist willkommen in diesem Reich Gottes. Look, das beherrschende Thema in dem Buch Ruth ist für uns als weltweite Christen, dass eine Heidin in das Reich Gottes reinkommt. Und das Reich Gottes Platz macht dafür. Sagt, komm, Platz, hier ist Platz für alle. Wirklich Platz für alle. Ruth als Fremde wird Teil von diesem Reich Gottes. Leute, das Evangelium ist das einzige Heilmittel für alle ethnischen Konflikte, wo wir momentan weltweit erleben. Das Evangelium ist wirklich das einzige Heilmittel. Seine Lehre von Jesus, dass für ihn jeder Mensch gleich geliebt wird. Und jeder Mensch willkommen ist. Und wir die Türen dafür aufmachen sollten, das muss in die Seele von der Kirche immer wieder rein.
Und da muss er in unsere Seele immer wieder hinein. Damals hat Bethlehem, die gläubige Stadt Bethlehem, Brot, Haus des Brotes, Brothausen. Da sind sie wieder zurück, Noemi und Ruth. Und was machen sie? Da passiert Folgendes. Sie werden aufgenommen. Und Bethlehem hat wie prophetisch was gemacht, was Paulus später den Christen in Kolosser mal schreibt. Denn es ist unwichtig, ob er ein Grieche oder Jude ist, ob er beschnitten oder unbeschnitten, oder ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Brothausen hat das kapiert damals. Da passiert was Außergewöhnliches. Eine Moabiterin, die kommt hier hin und die ist willkommen. Look, finishing well, ICF. Wir sind dazu berufen, glaube ich, viel Platz zu machen für die Menschen dieser Welt, und wir sind dazu berufen, hinzugehen, das Evangelium zu verkünden. Wir sind nicht dazu berufen, zu verurteilen. Lassen wir das bei Gott. Ich glaube, der wird das besser machen. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist, Leute einzuladen, Leute mit Jesus bekannt zu machen und Platz dafür zu machen in unserer Kirche. Und an sich können wir das gut. Das ist eigentlich unserer geistlichen DNA. Und ich wünsche uns als Kirche das, ich will am Pfingsten noch kurz was dazu sagen, ich wünsche uns, dass wir das hochhalten. Und ich wünsche dir persönlich wirklich so ein Finishing well. Ein gutes Ende in deinem Leben. Weil Gott hat einen Anfang gemacht. Er ist der Garant dafür, dass er doch gut endet. Und dass du lebenssatt und froh und versöhnt mit in der Geschichte bist. Das liegt auch mit an dir. Do it. Und lass uns als Kirche die Fahne hochhalten. Wir sind hier, einfach rausgehen, dieses Evangelium verkünden und hier Platz machen. Dann glaube ich, finish and welcome good. Amen. Steht doch auf. Steht doch auf mit mir. Wir haben. Dankeschön euch. Danke. Gut. Look, wir haben ein Gebetsteam hier und ich lade dich ein, wenn du merkst, look, auf finishing well. Ich habe mich selbst noch immer noch nicht gefunden. Ich mache Kreisverkehr oder sonst was. Bet mit anderen drüber. Brauchen wir alle. Dann und wann ist das wichtig. Es ist nichts Peinliches, geh rüber, nimm das wahr, lass für dich beten. Und ich bete auch für uns als Kirche. Vater im Himmel, danke, dass du ein gutes Werk begonnen hast, auch mit ICF. Hier so 25 Jahre an sich, angesichts der Kirchengeschichte, vollkommen lächerlich, aber wir freuen uns, wir sind stolz darauf, 25 Jahre einfach zurückzublicken. Und Jesus, erhalte uns den Spirit, erinnere uns immer wieder daran, dass wir gesetzt sind, hinzugehen, dich bekannt zu machen und offene Türen zu haben für jedermann und jede Frau. Heiliger Geist, mach uns immer wieder wach dafür. Und halt das in unseren Herzen hoch. In deinem Namen bete ich. Amen.